Goedemorgen Sola. Ik jullie alle welkom. En we willen hier omvangen met een luid. Dit is de dag. De eerste vers redt van dit is de dag. Wat de Herr ons smeert. Also, dat, we worden toen dat wij zijn, maar we willen het zo ver aannemen. Dit is de dag wat de Herr gemerkt heeft. Wenn ich nur sagen, am Ende Fehler gehen, das haben sie nicht Fehler sein, das ist ein Seiger gelegt, wenn ich brauche, haben sie nicht Fehler gehen, dann würde ich sein Tisch geblieben. Da all pick ich die Leute, wo wir wollen, Gott das sein, dankbar sein, das ist der Tag, wo der Herr gemerkt hat, und wir sind mutig und wir wollen in den Tag fertig wegbringen. Und stut weil ich hab, weil wir die Leute sehen. Jesus, strong and kind. Also, wanneer we je veel alleen zijn, dan we de beste Jezus brengen. Jesus said that if I thirst, I should come to him. No one else can satisfy. I should come to him. Jesus
vergeten alle, wo der was war. So das vorig. In je woont ja da, willst die Welt ist da wart, en de stein op de stapbrücken trägt. En de radar upp ut och das fare, en kai doen gut och ek hier han kan. Då das fare, bringt det fint en hav kon förstå. Dotsen Jesus, gila denk vad man brukar att ta sen. Och din dag finns att säg, en tempel rätt väg, gila mån kan dörran hänga går. Jag är rätta gott, rätt sig kvar från sin tid, vill sig om dig valsen av barn. Då das fare, bringt det fint en hav kon förstå. Dotsen Jesus, gila denk vad man brukar att ta sen. Sei det valt och du när lyder stäm, det radung förmånas je van. Gila denk vad min fel, tom rena var, dort fingern Jesus allein. Då das fare, bringt det fint en hav kon förstå. Dotsen Jesus, gila denk vad man brukar att ta sen. Danke für Singen. Wat van een gouden boodschap hebben we, wat we als christen kunnen weitergeben, dort als vorig. Wir haben die Botschaft, wo wir von der die Menschen können sagen, auch dort, hey, dort ist vorig. Jesus hat betont für alles, was du brauchst zum ewigen Leben haben am Kreuz. Und ich glaube, dort ist wirklich eine gute Botschaft, was wir als Christen haben, wo wir können wieder drehen und wiederbringen. En mijn vierde boodschap, wo ik persönlich drei van reden deed. Wir bekijken uns den Tag uit Matthäus Kapitel 13, 1 durch 23, wo Jesus durch Gleichnisse reden deed. En wo hij reden deed, immer war dort Wut, dort, hij vergleicht dort met een Sermon, wat hij jetzt sehen, en wo er op verschiedene Gründe fallen deed. Und dann aber, wenn wir dann wieder an den Tag gehen, dann sagt er dort erst einmal war, sagt er, das Wort gerät sozusagen. Und dann dort hat er verglichen mit dort Gleichnisse, was er hat, wenn Menschen dort Wort zu holen kriegen. Jeden, was ging dort nennen, den anderen dort nicht. Der andere vernimmt was, aber regt nicht durch und so weiter. Aber da wird eine Gruppe, wo das auf gute Grund fallen deed, en die reken durch. En die zijn die, wo die bestehen bleiben deiden. En dat is wo wir uns was het om beschaffen deiden. En wir sagen dort, wir sind Feiergruppen an den Tags. En eigentlich sind ein von denen, wo wir sind. Irgendwo. Wenn du den Tags lesen das, durch Matthäus 13, 1 durch 23, irgendwo an den Tags befinden du uns. Und so, wenn du von der sind, wo Gott sein Wort gehört haben und dort ist an uns Wort wirklich neigehen, du haben es abgenommen und wir haben die wahre Geburt erfahren und so weiter, dort ist sehr gut und dort sehr schön. Und von der, weil wir uns den Text bekennen, in Apostelgeschichte Kapitel 16,
En dat is waar Paulus en Silas op de tweede missionsreis zijn. En zij reizen door van Jeruzalem eigenlijk weg naar Antiochien, houden door met aan en dan reizen ze wieder. En wanneer we den Kapitel ganz bekijken, dan zien we, zij komen door de lijn en zij worden gleich in Galatien en zo wieder door te predigen. Aber Gott sein Wort sagt, der Herr Jesus Leute dort nicht toe. En zij reizen zo wieder, dat zij dan wieder de lijn en Westen, nur Westen door meer waar aankomen en zij zijn door danach. En daarna heeft Paulus een visioen. En hij zegt dat hij in zijn visioen, in zijn droom, wat immer, dat hij, dus is een man wordt in Macedonien, rauben dat door te komen. Dat is een Wasserport van Deus, van Europa en zo wieder. Aber dat zegt dat hij raubt, dat zij zullen doorkomen. Dat wanneer dringend wordt zijn. En dat is waar we van Deus en was het aan de begevenheid wat dan passieren dat, because dat is wat zij doen. Paulus en Morris heeft ze opwacht, hij is voets aan de arbeid zijn de hand te komen en aan de geschichte van Deus als bevingen we aan een stad van Philippi. En een Apostelgeschichte 16 vers 10, wenn je in de Bibel haben, wir uns mal in ein Vers einmal lesen und dann wollen wir von dort noch wieder den ewigen Part Tags lesen von 25, 30, 34. Aber hier Vers 10, du sagst jetzt das. Und als er diese Vision nie gesehen hat, versagt er fast nach Mazedonien zu kommen, will es wie niemand an, dass der Herr uns durchraubt, das Evangelium zu predigen. Sie nu hat hij deze visioen, hij had het gehad en dan zegt dat hij neemt aan, dat is wat God nu wil gaan, dat zij zullen naar Macedonië komen en door de hand geroopt dat evangelium te predigen. En dat is het thema wat ik van jou heb gezegd, einfach geroopt dat evangelium te predigen. Wir als Christen en groot en ganzen, wir sind geroopt dat evangelium te predigen. En dat is eigenlijk in jeder een onvertrouwd, irgendwem dat evangelium met te delen. Dat hij kan de ware geburt erfahren. En wanneer je in de Bibel metgaan, waar we mal naar Apostelgeschichte 3, Kapitel 16, en waar we van 24 tot 34 mal lezen. Dit is waar Paulus en, ik wil meer eerst wieder erklären, Paulus en Silas, zij zijn in Philippi en ze gaan door met de vrouwen, ze gingen door aan meer. En zij reden door today, dus de vrouw wat ik bekeren deed en de familie. En dan als er nog een vrouw wat een wassergast had en wat die zich bekeren deed. En dat is wat er is. Maar krijg wegen deze vrouw, de wasservrouw, wat ik bekeren deed, kom Paulus en Silas aan gevangenis nemen. En wordt eerst verwipt op een park voor alle maanden. En dan wordt aan gevangenis gebracht. En dat is voor deze geschichte. Dat begeven wat we nu worden lezen, passieren dat. En dan willen we door wat gedanken uitnemen. Wat zegt es dit? Aber midden in de nacht beden Paulus en Silas en zongen leider Gott te loven. En de andere vastgenommene hielden dort. En plötzlich kwam door een groot aardbeben en dat gevangenis werd op den grondvoet schadderd. Vast op besteed gingen alle deuren op en aanvallen alle keren af. De gevangeniswachter wuurd op en als hij zag dat alle gevangenisdeuren op waren, grijpt hij nu, nam Schwert en wil zich doodmerken. Wils hij dacht, de vastgenomen worden alle uitgereden zijn. Paulus aber raubt met luide stem, do die kein Schulden, wie sind alle hier? Dan leidt hij zich een licht brengen en ran nemen en val zetterend voor Petrus en Silas aan. En hij bracht dan Ruud en zeid, lieve heren, wat moet ik doen, dat ik zalig word? Zij zeiden te hem, geloof aan dem Herrn Jesus Christus, dan wirst du in deine Familie zalig. Dan predigen zij dem Herrn zijn woord te aan. En te al die zindje en zijn huis. En krijgt daarna wascht hij aan de bloedstrepen af. En vast doorleidt hij zich en zijn familie duipen. En hij neemt aan bij zich am huis nan en zat aan eten ver. En hij vreet zich dat hij
dass er mit seiner ganzen Familie wird zum Glauben gekommen. Also hier sei wie eine Begebenheit, erstlich wurde das anfangen, als Paulus und Silas, sie hatten einen Plan auf ihre Missionsreise, sie wollen in Galatien und durch dort an der Gegend sein, das Evangelium zu predigen, aber wenn wir die Geschichte lesen, dann sagen wir, yes, die Leute auch gleich zu. Und sie reisen dann bloß wieder, sie blieben nicht stehen, sie reisten wieder, was auf einmal bei diesem Punkt kommt, wo ich von reden wollte, wo sie sagen, dass Paulus eine Vision sagt, dass das Mann stund und dringend Frauen durch Hand kommen. Und dass sie das annehmen, dass sie sollen das Evangelium durchpredigen. Und nun sind sie hier vor im Jail. Und das ist, was einer sich einzimmer macht, vielleicht Frauen, was wird wie tun, wenn wir für Gott schaffen und wie wir auf der Missionsreise, erstlich nicht bloß wir ans Eingestaubt, uns wird ganz gründlich verprügelt worden und dann dort noch ein Gefängnis gestoppt. Was von einer Person, das wird mich fragen, wird wie sein ein Gefängnis? Was wird das Gefängnis hier haben, wenn Akterbahn wird? Wird das Gefängnis grum sein hier haben? Wird das Gefängnis, like die Menschen, die am Bahn sind, können vielleicht sein, wo schlechter mich behandelt haben, und dass ich ausschuldig wird und proben mich durch die Menschen, die würden vielleicht sein, die würden vielleicht fragen, was passt du hier? Und so wieder bis sein zu reich vorgehen und vielleicht Gott beschuldigen über dort, oder was würde ich sagen? Oder wird wie so sein, als was Paulus und Silas hier sagen, wie es sagt hier in Vers 24, dort, aber mitten in der Nacht beten Paulus und Silas und sangen Lieder zu loben und der andere Gefangene hielten dort. So, ich glaube, dass hier auch war die Entscheidung, was mich hartlich, die Entscheidung, wo ich gemerkt habe, woran ich das Evangelium wiederbringe, was mich gedreven hat, was den Unterschied merken, wo ich regieren, auf die Dinge, die mir entgegenkommen. Paulus und Silas, sie hatten eine ganz klare Überzeugung, das ist, wo Gott enden will. Sie hatten die Überzeugung, dass wir nicht in Galatien enden wollen, sie hatten nur in Philippi brauchen zum Beispiel. Und das, was sie dann tun. Und ich dachte bis eben nur, den Unterschied, was das merken. Das Gefängnis wird vielleicht noch niemals eier, dass du wer Ben hast, das Evangelium sozusagen gehört. Und besonders nicht durch Leute vielleicht. Sie haben, wir wollen nicht, das sage ich nicht, was von den Leuten sie gesungen haben oder was immer, aber wir sagen, dass sie beten, deuten und singen. Und dann kannst du feststellen, dass die Lied im Gefängnis da haben, dass die gehört. Die waren zugehörig haben dort, was sie deuten. Aber das ist bloß ganz klar einmal die Entscheidung, was eigentlich müssen merken. Jeder einer, wenn wir wollen, das Evangelium wiederbringen und so wieder. Wir leben in einer Zeit von der, wo wir dort frei können tun. Wir können hier im Blies ganz frei in großen Ganzen, ja, wenn wir würden vielleicht was andere Entscheidungen merken, wo wir würden Driester vielleicht sein, als wo wir fertig sind. Und ich glaube, wir sollen vielleicht mal anfangen Driester, als wo wir viel mal sind. Dann wird wirklich vielleicht mehr Verfolgung vielleicht von unseren eigenen Menschen vielleicht einmal auch entgegengehen. Aber die Entscheidung, was wir merken, dann, den Unterschied, was da kann rauskommen, als dann ich wahrlich zu leiden und danach Gott zu loben. Dort merkt ein Unterschied. Und dort merkt diesen Tag den Unterschied auch. Und dann sagt die Bibel uns hier wieder, dort danach, dann auf einmal, dann schettert das ganze Gefängnis. Ein Erdbeben. Aber da wird mehr als ein Erdbeben. Das wird passieren, das wird angehen, dass die Menschen dort kurz vollständig antworten. Nur mir wird interessant ist, wir können nicht hören von irgendwo oder irgendwas wo haben. Das sage ich bloß, dass das Gefängnis bei der ersten Zeit, wo einmal wird, scheitert. Wir fangen nicht, dass die anderen Menschen durch irgendwas von angeworden sind, bitte ein Gefängnis. So Gott bewegt sich durch einen ganz besonderen Weg durch das, was er hier beschreiben will. Nicht bloß wie ein Erdbeben, er kann auch niemals gehört irgendwo von der, dass durch ein Erdbeben schlägt aufgehen, nicht? Deren können auch, so will sich alle vergeben, aber wenn wir nicht denken an Schäden, die Schlotz, was einmal wo sie nicht sind, die fallen, sagt er hier, die fallen von ihnen los. Und was dort passiert, dann, als das römische Mann, wo du nur das Gefängnis abpassen, der heißt Fuß abgerecht, weil er weit, wo er von Arm darf,
wann von diesen Menschen wer wachkommt. So, hij will sich dort Leben nehmen, aber Paulus sagt, hey, wach mal ein bisschen, die Menschen sind alle hier. Keiner ist wachgerannt. Und dann nimmt er ein Lächeln, er kijkt en dat is zo. En hier is nog waar dat onder denkt, wat ik ook best wel nog eenmaal ganz karpes nennen, Frau, wat würden ein du doen? Würden ein du dat aus dem Zahn nehmen und sagen, Gott, weißt du, was du hast gesagt, mit das, was du zu uns nicht sagen, du hast die deren alle aufgemerkt und die Schläd losgemerkt von unseren Feiten hängen, und nu selber am Steifen looten. Ich will das dort nicht würde ein Zahn sein, was ich würde vielleicht von nehmen. Aber das ist nicht, was sie dann. Sie blieben durch. Und nicht bloß blieben sie durch, sie dann sein zu diesem Morgen, weil es Wort wachen wird. Die Menschen sagen, oh, hier ist keiner wach daran. Gott wird euch einfach an dort in Kontrolle. Und was dort passiert, dann kommt das Morgen über Deel und er bringt ihn rüt. Und das eigentlich die Frau und die Botschaft, die ich von dir habe, ist um diesen Port hier. Wo er dann sagen, der liebe Herren, was muss ich tun, um seilig werden? Und das ist die Frau, wo jede einzige Person sich mit Frau. Wenn du die noch nicht gefragt hast, das ist die wichtigste Frau, die du dir in dein Leben kannst, Frau. Und wenn du die gefragt hast, nicht bloß Frau und Recht tau, du musst reagieren darauf. Aber diese Lied, die deuten. Das sagte ist, dass sie fragt dort. Und dort ist eigentlich die erste Frau, was muss ich tun? Was musst du tun, um ewig Leben haben? Wenn wir kijken dan in Apostelgeschichte 2,37, das wo Petrus predigen hat, und er sagt, du auch, was die Lieder kommen mit dem Punkt und sagen, was soll wir tun? Und Petrus sagt, geht an. Geht an. Das war das Brot hat. Wenn du diese Frau das und die an die abkommen hat, was kann ich tun, oder was, du kannst eigentlich bloß ein Ding tun, du kannst das anerkennen. Aber du hast eine Frau, wo du die Frau, was muss ich tun, was musst du tun, du hast kein anderer Weg, auf dieser Welt, wodurch wir kann gerat worden, bitte durch Jesus Christus. Und da braucht einmal, dass wir zur Buße kommen. Da braucht einmal, dass wir amtieren. Da braucht einmal, dass wir nur das Kreuz kommen von Jesus Christus. Da braucht einmal, dass wir nur Jesus kommen und unsere Sünden bringen. Da braucht, dass wir bei dem Kreuz kommen. Und das wird diese eigentlich hier, das selbe Ding, was er hier zu Ernst auch sein wird. Was muss ich tun, dass ich seilig werde? Das, was die Frau hat. Und sie hat Luther die Antwort. Aber wir wollen im Kleinpassje da kijken. Was braucht das? Erstens, das Erste, wenn die Frau kommt. Und dort ist gerade Kind an. Als Jesus, oder erstmal Johannes, als er kam, auf diese Erde in Matthäus Kapitel 3, dann sei wie seine Botschaft wie Kind an. Und dort Buße will das Himmelreich erst nicht beikommen. Und als Jesus in Matthäus Kapitel 4 anfängt, hat er dasselbe gedacht, als er de lang meer ging in Galiläa und Zebulon und wieder sagt auch, er predigt diese Botschaft auch, kehrt an. Und dort Buße will das Himmelreich erst nicht beikommen. Aber ganz klein bisschen wieder, was braucht dort zum Amtieren? Was muss ich tun, dass ich amtieren kann? Und dort muss einmal, dass ich durchkomme, dass ich anerkennen, dass ich verloren bin. Ich muss anerkennen, dass ohne Jesus Christus sie ich verloren. Ohne Jesus Christus hast du keine Rettung. Ich muss dort annehmen. Und in 1. Johannes 1, Vers 9 ist ein bekannter Vers für viele Menschen. Aber vielleicht hast du nicht für die. Vielleicht hast du nicht bekannt für die. Aber du sagst dort, wenn wir die Bibel haben, wenn du hast, wenn du mal handrehen, in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, du sagst es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist, was er braucht. Das ist, was Buße ist. Wenn wir einmal bei dem Punkt kommen und anerkennen, dass ich ein Mensch bin mit Fehlern. Dass ich ein sintelger Mensch bin. Dass ich eine sintelge Natur habe von Geburt an. Und dass ich braucht, einmal bei dir zu kommen. Ich weiß, als hier steht diesen Tag, ein klein bisschen wieder erklären, du sagst, wenn wir sagen, dass wir keine Sinn haben, dann leben wir uns selbst wird fair und haben die Wahrheit an uns nicht. Diesen Tag wird eins mal auch recht verstehen. Der wird eins mal gebraucht, wenn ich bei dir komme und sage, dass ich ewig Leben habe und so weiter. Und wir wollen über die Bibel sagen, ein Himmel hat keine Sinn.
Wo postet dann die alle taub, nicht? Aber das Ding ist, was der Schreiber hier will sagen, dass er macht einmal bei du kommst, das anerkennen, dass ich ein Sünder sie und dass ich Vergebung brauche. Das ist, was er will sagen. Wenn ich sage, dass ich dann fehlerlos oder ich habe euch Sinn, mir fehlt keine Buße, für mich fehlt keine Bekehrung, ich darf euch das tun, was der erste an Vers 9 sein wird, dann sage ich, dass ich sie, dann sagt die Bibel, sie in Lehne. Aber wenn ich bei du kommst und dort sagen, dass yes, ich sehe ein Sünder, und ich brauche eine Radung, mir fehlt dort eine Vergebung erfahren von Jesus Christus, dann kommt in eine Verse nennen und ich habe die Hoffnung ab dort. Aber wenn ich bloß kann, ein bisschen auch erfahren, wenn ich das noch betauscht tun, dass ich sehe einen Sender, wo ich soll, wie es wenn ich das nicht da, dann lege ich, dann, wenn in eine Verse nicht wird, dann kann ich das noch tauschen tun, aber dann an Jesus Christus wird noch keine Hoffnung. Mo an Jesus Christus habe ich diese Hoffnung, mo an Jesus Christus habe ich diese Vergebung. Und bloß durch Jesus Christus, heute allein du hast, wo wir unsere Sünden bekennen dürfen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, als heute drüben gerecht, das sagt dir kein anderen. Das wird das heute, dann redet er von Jesus Christus. Dann redet er nicht von einer Person, das was ich sehe, oder was du bist. Dann redet er von Jesus Christus, der und Christus gestorben ist für unsere Sünden. Da hast du dann, und da ist treu, und da ist gerecht, und da wird vergeben. Da wird Sünden vergeben. Und da wird uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Nicht bloß von Wasser. Du hast eine 100% Garantie, 100% Vergebung zu kriegen von alles. Und wenn du bei dem Punkt kommst und du immer anerkennst, dass yes, ich brauche diese Vergebung, yes, ich anerkenne, ich sehe einen Sünder, und du hast anerkannt und du hast deine Sinn Jesus gebracht, dann ist er treu und gerecht und der dort. Und nicht bloß dort, wenn ein Sünder sich bekehren wird, dann sagt die Bibel uns, dann hast du eine Friede im Himmel. Und ich möchte das einfach sagen, wenn du noch nicht Jesus hast angenommen und du warst Friede haben an die Salz, Friede haben mit die Salz, dann tu das. Und wenn du was haben und nicht nach der nächsten Stopp, wenn du was haben und ein Himmel soll eine Friede sein, dann gib die Hand. Du Buße, hier am. Und Matthäus, Lukas 15,7 sagt es das, ich sage euch, Jerusalem waren sich auch die Engel im Himmel mehr über einen Sünder freien, der amtiert, als über 99 gerecht, die nicht amtieren, brücken. So, wenn du an dieser Lehre bist, wo diese Fallen ist, du hast keine Hoffnung für dich, ich will dir sagen, du hast Hoffnung. Und ich will die Meiers dort sagen, wenn du die Hand geben lässt, Jesus Christus, dann freien die Engel sich im Himmel. Das ist, was die Bibel sagt. Also, dort, was von fern an im Evangelium gepredigt ist, dort Buße und geht um. Dort ist die Botschaft. Dort ist die Botschaft, was wir als Christen haben, was wir können den Menschen geben. Und das nächste ist, dann braucht dort, sagt er, Glaub und dann wirst du selig werden. Da braucht er, wie glauben dann an Jesus Christus. So wie dort down ist, was 1. Johannes 1, Johannes 1, Vers 12 sagt. Er sagt, jeder einer, der an sein Wort glauben wird, darf der Macht seine Kinder zu sein. Also ich will dir einfach die Hoffnung geben, wenn du das getan hast, dann hast du something, wo wir uns wirklich freuen und dankbar sein, weil wir dürfen Gott seine Kinder genannt werden. Wenn du das nicht hast, du darfst diese Entscheidung merken. Buße tun, amtieren und glauben an Jesus Christus. Und dann darf er dir Macht, sein Kind zu werden. Und darf er dir Macht, dass du kannst ewig Leben haben. Wir haben gerade einen Text noch zu lesen in Römer, Kapitel 10. Von 9 durch 13. Das sagt es das. Wenn du mit dem Mühl Jesus als Herr bekennst und glaubst, dass Gott ihn von Tod abgewirkt hat, wirst du selig. Wer von Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Mühl bekennt, wird selig. Der Schrift sagt, wer immer und arm glaubt, wird nicht zu Schanden werden.
Du hast keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Willst dezelfde Herr als Herr über alles. Recht genug, alle dort te geven, nur wat zij beten. Willst wir immer dem Herrn an sein Namen anrufen, wat seilig. Waar da braucht eine Anerkennung. Er sagt nicht bloß, wer an seinen Gedanken oder bloß vielleicht, der über gedacht hat. Bloß über was denken, als nicht was tun. Die kosten so viel über gedacht haben, die sonst vielleicht. Die kosten so viel über gedacht haben, oder was hat es. Aber wenn die dort nicht das, dann ist dort nicht. Da braucht einmal dort wieder anerkennen, braucht einmal dort wieder durchstellen tun. Klar, wenn er sagt hier, wenn du mit dort Mühl, Jesus als Herr bekennst, und leistet Gott am von dort abgewirkt hat, dann wirst du selig. Was ich lieber hier will sein, eigentlich machen du was mit tun. Wir machen dort an Wort leihen. Bloß überdenken, aber bloß das Weiten regt nicht auf. Das meint Glauben. Das meint tun. Und das sind nicht wir, was ich hier sagen darf, wenn er sagt, dass einfach das, was die Schrift lehrt, in Vers 11 sagt, die Schrift sagt. Das ist nicht, was ich hier sage, die Schrift sagt das. Die Schrift sagt, wer immer und am läuft, wird nicht geschoren werden. Nicht bloß haben wir ein Leben, aber wir wollen nicht geschoren werden. Das andere Ding, was wir kicken tun, in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12, bloß zum hier noch einen Gedanken rütheben. Du sagst, es ist das. Und du hast auch an das keinen Radung, wie es uns Menschen als unter den Himmel das kein Namen gegeben, durch den wir können selig werden. Hast du nicht schein und wunderbar, dass wir nicht dürfen für alle in verschiedenen Gott gehen, in verschiedene Städte gehen, oder in eine verschiedene Person gehen? Wie kann direkt und Glück nur Gott gehen? Weil sie erst das keine steht und das keiner, durch wem wir keine Radung haben. Ich kann bloß die dort anbieten, mit dort, was die Bibel sagt. Ich kann die dort Evangelium anbieten. Aber die, was raten dat, die, was die frei merken kann, die, was die kann losmerken von ewiger Verdammnis, als bloß Jesus Christus. Auch das keiner. Ich habe nicht die Autorität dort zu tun, und auch keine andere Person. Nur an Jesus Christus. Nur eine Person hat die Autorität gekriegt. Und dort ist Jesus Christus allein. Also das sind zwei Dinge, was der Mensch und jeder einer sich mit fragen. Erstens, als die Frau gleich, was der Mensch macht, aber du kommst und sich fragen, was muss ich tun? Was hast du für mich? Und dann dort anerkennen, dort einzig durch Jesus Christus hast du Vergebung. Einzig an Jesus Christus als ewig Leben. Und für die, was das erfahren haben, die Jesus Christus angenommen haben, kann uns sicher sein dabei. Wir können uns voll vertrauen durch allein. Und wenn irgendwer zu dir sagen, dass die kostet nicht weiten, oder irgendwas so ein Ding ist dort, die das lehen. Die redet der Wahrheit. Und du kannst dir sicher sein, dort du kostet ewig Leben haben. Nur 1. Johannes Kapitel 4, Vers 13. Hier durch 13 will ich du mal lesen. Es sagt es das. Wer an Gott sein Sehen glaubt, weit bei sich im Hort, dort es so ist. Wer Gott nicht glaubt, nennt Gott damit ein Leer. Weil er glaubt dort nicht, was Gott von seinem Sehen gesagt hat. Gott hat gesagt, dass er uns ewig Leben gegeben hat. Und das Leben ist an seinem Sehen. Wer Gott sein Sehen hat, hat Leben. Und wer sein Sehen nicht hat, hat auch nicht Leben. Das schrieb er kühnt, dass ihr an Gott sein Sehen bleiben, dort die weiten, dort die dort ewig Leben haben. Ganz klar und ganz deutlich. Er sagt das und er merkt das ganz klar. Wenn wir Gott sein Sehen haben, wenn du Gott sein Sehen hast, dann hast du ewig Leben. Und wenn irgendwer, irgendwo, die dort will wahrnehmen und sagen, das ist nicht so, das stimmt nicht, wir können dort nicht weiten, dort ist falsch.
Willst du, er sagt das hier, er sagt ganz klar, wer Gott nicht glaubt, nannt am Dumat ein Leer. Willst, er glaubt nicht, was Gott von seinen Sehen gesagt hat. Und was hat er von seinen Sehen gesagt? Gott hat gesagt, dass er uns ewig Leben gegeben hat. Und das Leben erst an seinen Sehen. Das nur nicht. Mo an seinen Sehen als ewig Leben, mo an seinen Sehen als Radung, auch das nur nicht. Und dort haben wir uns 100% verloren. Und wer anders sagt, der hat ein Leid zu sein, aber die Bibel sagt, der sagt Gott, du das Leben. Und ich glaube, jetzt keiner Band, oder keiner wird das hier, weil, glaube ich, das sagen, Gott, du das Leben. Also das ist wichtig, dass wir dort klar haben, erstlich, dass wir dort haben, und wenn wir dort haben, dann können wir uns vertrauen, dort absagen, wir dürfen nicht zweifeln. Ich dort denke, das ist 100% sicher, ohne Zweifel. Also, ich will dir bloß einfach Mut sprechen, wenn du den Punkt noch nicht gemerkt hast, merk den. Wir sind ohne Buße tun, ohne wahre Geburt, ohne Jesus Christus, ist kein ewiges Leben. Und dort hat der Mensch verloren. Und weil Mensch wird das anerkannt, dass er eine wahre Geburt mit haben, der anerkannt, dass er ein Sünder ist, dass er braucht eine Vergebung. Jesus ist trüen, gerecht und verjährt. Und wenn wir dort erfahren haben, dann gibt er uns den Bach, seine Kinder zu sein. Und wenn wir seine Kinder sind, dann haben wir ewig Leben. Und wenn wir ewig Leben haben, dann können wir uns sicher an sein. Und keiner hat die Macht, uns da wegzunehmen. Keiner. Und ich kann alle mit sie sagen, du kannst dort nicht weiten. Aber wie selbst im Hort kann uns sicher sein. Und wenn du über die Zweifel hast, dann guck nur 1. Johannes, Kapitel 5, von 10 durch 13. Und du wirst die Antwort finden. Und du wirst sein, wenn du dort läufst, dort das Wort hat. Und du jetzt ab zu verloren. Wir wollen uns heute nicht zum Gebet. Wir wollen uns vorher, wir kommen für dich und wir danken dir. Vorher, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns genug geläuft hast, um den Sinn Jesus Christus in diese Welt zu entscheiden. Dass wir dürfen durch arm Radung haben, dass wir dürfen durch arm frei sein, dass wir dürfen durch arm ewig Leben haben. Vorher, halb uns, dass wir dort haben, dass wir wollen der Fuß anstehen. Dass wir wollen das Fuß von Horten bleiben. Ohne zu zweifeln der Ewa. Dass wir dadurch wollen ein klares und Titel jetzt Zeugnis kann geben zu den Menschen, die dort fehlt. Oder halb uns, wenn wir mit Menschen reden, dass wir wollen ein klares und ein Titel jetzt Evangelium haben verehrt. Ein einfaches klares Evangelium. Das ist nicht ein grautes Ding. Das ist ganz einfach. Buße tun, umkehren, annehmen und bleiben. Oder halb uns, dass wir dort wollen können, zu unseren Nachbarn geben, die dort fehlen, die Menschen rum uns. Dass wir wollen, die können Hoffnung geben, ein Tag bei dir zu sein. Da beten wir in die Namen. Amen. Dus Paulus en Silas, oder Paulus en met zijn partner allemaal. En deze ook van die vuilen duiden en bedreigten weiter houden. En sagt dus, hör mich al seht. En er steht gerum sein, den sie Gott loven. En dan is hier de Erdbebing door. En dan vroeg de wachter, wat zullen we dan doen? Ik wil ons moeten spreken, alle hoop, maar we ons ook van een prosvuilen. Vielleicht nicht alle, ich denke bei uns. Und weil wir Gott loben, wie groß bist du? Und er steht, Gott verlehen, weil wir den loben, wie groß er ist. Dann wir drin am all das, was Jesus dann noch nicht kann,
dat kan zijn en ook de vrouwen gaan wat hebben nu juist komen. O Heer mijn God, wanneer ik bekeken ben, wo dacht hij wel van die hingen meer. Ik zei de schier, zeg je dat wo dat rummel, de ganze Welt, de leven die kroon. Dan zingt mijn hart, kom in het heiland nu. Wo groot bist du, wo groot bist du. Dan zingt mijn hart, kom in het heiland nu. Wo groot bist du, wo groot bist du. Dan wanneer ik go en woud ik kuilen schoten, de veel zingen lost ik en de baan. Dan wanneer ik rood, ik van de boy opkomen, ik hier dat woord dat aan kuilen verschijnt. Dan zingt mijn hart, kom in het heiland nu. Wo groot bist du, wo groot bist du. Dan zingt mijn hart, kom in het heiland nu. Wo groot bist du, wo groot bist du. Dan wanneer ik denk, Gott, hij zien zinnig schonen, o meine Schuld, du Heimat zien du ab der Krieg, du musst